Triff mich unterm Stammtisch, wenn ich wieder Land bin. Und ich frag dich, ob wir Karten spielen. Triff mich unterm Stammtisch, wenn ich wieder Land bin. Und ich versprich, ich sauf zu früh. Und damit habe dir und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterm Stammtisch. Ich bin der Tom. Ich bin der Kevin. Wir begleiten euch heute durch diese magische Reise von Alkohol, Geschichten und Diskussionen, die der Kevin und ich sehr, sehr hitzig wie immer führen, weil wir ja tatsächlich Menschen sind, die nie einer gleichen Meinung sind. Und durchgehend saufen. Ja, was saufen wir halt, Kevin? Ich kann die Schrift nicht lesen. Wir saufen halt das FIFA WM Bier. Ja, aber wie heißt denn die Scheiße? Einhauser Busch Bud. Ach so, das soll es heißen. Ja. Klick. Ja. Die Schrift da oben hätten sie auch nicht kleiner machen können, oder? Einhäuser Busch Bud. Ja, ich meine Sag die mal, hier. bist du Rentner? This is it. The moment you've been waiting for. 4 long years of anticipation. 48 nations united in... Warte, was? 48 nations united in expectations, ready for the rush of celebration. The games, the goals, the glory. You can see it, hear it, taste it. Anheuser Busch Bud. Punkt. The world's beer. Ja. Drunter ist der WM-Pokal Ja. drauf gedruckt, den Deutschland dieses Mal auf jeden Fall in keinster Form und Weise verdient hat. Leider, muss ich sagen, ich bin natürlich ein Deutschland-Fan, ich bin ein Deutschland-Supporter, aber das Spiel... Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Ja, deswegen darf ich das ja kurz erklären. Ja, Bitte. ich glaube, der Fehler war einfach, dass sie einen Undorf nicht eingesetzt haben. Keine Ahnung, ich habe das Spiel nicht geschaut, wahrscheinlich haben sie einen Undorf eingesetzt. Wer ist das? Undorf war der in die ersten 2 Gruppenspiele eingewechselt worden ist, wenn die anderen ein Tor geschossen haben und dann, also beim ersten Spiel hat er einfach so geregelt irgendwie, dass jetzt dann ein 7:1 rausgekommen ist dann beim ersten Spiel. Beim zweiten Spiel war es der 2:1 dann. Und immer wenn der Undorf eingewechselt worden ist, und bei der Elfenbeinküste haben sie einfach alle geschlossen verkackt. Und halt jetzt gegen Paraguay haben sie halt alle geschlossen noch mehr verkackt. Dann ist es so. Ja, das ist halt einfach nur hardcore peinlich. Um einen Toni Kroos zu zitieren, wir haben halt einfach keinen Weltklasse-Spieler mehr. Und damit war es das von mir mit meiner Fußballexpertise. Der einzige Mensch auf diesem Planeten, der nur weniger Fußballahnung hat als ich, ist der Kevin. Absolut richtig, weil es mich nicht juckt. Ja, und ich bin bloß so ein Erfolgsfan. Also wenn die jetzt rein theoretisch gewinnen würden, wärst du Fan und wärst voll dabei. Ich war da voll dabei. Bei jedem Spiel. Ich Gar auch. kein Stress. Ich wär nur dabei bei der Endfeier, der weil da Party. gibt's, genau, weil Saufen. Ja, Genau. Ich habe schon gehofft, weil das ist tatsächlich das erste Mal seit langem, dass ich wieder ein bisschen im WM-Fieber war und mir die Spiele tatsächlich auch ein bisschen angeschaut habe. Bei Paraguay bin ich einfach ins Bett gegangen, weil ich gemeint habe, so, die regeln das. Das wird ein langweiliges Spiel. Das wird ein ganz leichtes 8:0. Und dann spielen die einfach 1:1 und verlieren im Elfmeterschießen. Ja, so ist es. Weil es ist halt beeindruckend. Weißt du, dass du so viele Männer mit kräftigen Wadeln zusammen und du schaffen es nicht, den scheiß Ball in einen Kasten zum Katapultieren. Echt, und der ist auch noch riesig. Ja, Das die ist der sind ziemlich Wahnsinn. groß. Aber die können hupfen, die Schlingel, die Torwarte. Die können hupfen. Brutal. Schreibt Ja. mal unten in die Kommentare, welches Team ihr jetzt unterstützt. Weil es ist immer so in der Weltmeisterschaft, wenn Deutschland rausfliegt, wird Österreich unterstützt. Oder die Schweiz. Oder die Schweiz. Ja. Und davor wird normalerweise Türkei unterstützt, aber die fliegen halt irgendwie schon aus. Ja. Ziemlich schnell. Ja, schreibt mir in die Kommentare, welches Team ihr jetzt unterstützt. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin entweder Team Norwegen oder Portugal, bin ich mir unsicher. Ja. Aber Portugal, da die geil finden. Soll ich dir meins sagen? Ja, Mir ist wurscht. Ja. Da geht's wirklich am Arsch vorbei. Ja, das ist völlig okay. Ja. Wie war's, wenn du einfach mal Empathie zeigst? Wenn die Eishockey-Weltmeisterschaft ist, werde ich genauso mit dir umgehen. Nein, ich werde besser mit dir umgehen. Ich werde ein echter Freund sein. Dann wirst du dich schlecht fühlen. Na, WM-Enttäuschung. Ich war mal wieder im WM-Fieber und dann war es eine totale Enttäuschung. Aber ich weiß, dass euch das nicht interessiert, weil ihr habt das in jedem verfickten Podcast schon gehört, dass Deutschland echt beschissen ist. Und es tut mir leid. Ganz kurz. Jetzt gern gesagt, dass der Wenn Bayern eine eigene Mannschaft hätte, nicht für Deutschland, Ja. dann würde ich Fußball schauen.
Wenn du Weil ich weiß, dass die eskalieren werden. Wenn du ein Land gründen darfst, wie das heißen? Das darf ich öffentlich nicht hier sagen. Nein, Spaß. Warum der so Spiegelland jetzt? The Glory Hole. Warum willst du Land in der Höhle eröffnen oder was? Tun manche Mütterbank Platz genug. Hilfe! Ja, ich will niemanden direkt ansprechen, deswegen gesagt, manche Mütter. Okay. In Englisch war es viel cooler gewesen, weil dann hätte ich es Mirror Dimension genannt. Spiegeldimension, aber Spiegeldimension hätte jetzt scheiße. Matrix. The Matrix. Ja, das kann ich jetzt nicht im Podcast sagen, was ich sagen wollte. Nee. Ich wollte was sagen von, das wird öffentlich von regiert. Ich verstehe das, ja. Aber wir wollen ja nicht gecancelt werden. Obwohl wir wahrscheinlich schon jedes Recht verspielt haben, diese Wörter in den Mund zu nehmen. Nee, ich dachte, da kommt Neues, aber ich glaube, ich muss kotzen. Warum, wegen meiner Aussage oder wegen dem Bier? Ich bin mir gerade noch unsicher. Okay. Ja, übrigens das Bier, also das war doch ein Rülps. Okay. Alles gut. Das Einhauser Bosch Sput, tatsächlich. Ich würde sagen, so mittelmäßige Empfehlung. Es ist tatsächlich echt nicht so schlecht. Ja. Und für amerikanisches Bier auf jeden Fall beeindruckend gut. Ja. Weil jeder, der schon mal in Amerika war, weiß, wie das Bier da drüben schmeckt. Und das weiß, geht echt fit. Wie beschissen dieses Bier da drüben ist. Es ist wirklich Reiswasser einfach nur. Und das da, es echt schmeckt süffig. Das ist einfach. Das wird auch in Deutschland gemacht. Was? Das ist in Deutschland braut oder was? Ja. Mit Wasser. Ja, war ja wieder klar. Gerstenmalz. War ja wieder klar. Reis und Hopfen. Das ist schon wieder so Reiswasserbier. Ja, aber wenigstens sehr gut, was in Deutschland gemacht worden ist. Ja, stimmt. Kevin, worüber musst du dir aufregen? Rückenschmerzen. Schmerzen, immer noch Rückenschmerzen. Hat in letzter Woche schon Schmerzen. Aber noch mehr Rückenschmerzen. Na, ich habe jetzt 2 Tage lang... Beschreibung nochmal in Espanol vorlesen. Können machen. Nein. Que pasa? Ja, verzeih. Nee, viele Fässer rumgetragen. Bierfässer. Hey. Ja. Und relativ ungleichmäßig tatsächlich. Also nur ein Fass, weil es nicht 2. Das ausgeglichen wäre. War mein Fehler, ist dumm gelaufen. Wie groß war das Banze? Es waren 25er und 50er. Was ist denn das daheim? Ein kleiner schmichtiger Kevin. Und für die Leute, die uns nur vom Podcast kennen, hey, wir sind Tomja und wir machen eine Musi. Was euch das bringt? Erstens, ihr backt mindestens 4 halbe Meere. Zweitens, ihr könnt mindestens eine Schachtel Kippen mehr daher. Und drittens, eure Freunde werden euch sehr viel cooler finden. Also, geht's auf Spotify und hört euch unser Mucke an. Ist nämlich so geil. Eine kleine Mexican, der arbeitet für Visa. Hey. Ich arbeite für Green Card. Ich arbeite für Cerveza. Ich arbeite für Cerveza. Hey. Schöne Aussage. Ja, das ist schön. Ja, finde ich. Das ist der Wahnsinn. Was hat die so genervt? Mich hat genervt, dass ich am Freitag gesoffen habe, Ja. aber eigentlich nicht gesoffen habe. Also Warum? Wir waren mit dem Simon zusammengehockt Ja. und dann haben wir mit meinen Brüdern schnell halbe zischt und dann haben wir gesagt, ja, fahren wir Runden rum. Sind wir halt klassisch Suive-Degernsee Runden gefahren. Und dann habe ich beim Fahren 2 halbe gesoffen. Dann waren wir im Quantum. Hilfe. Dann waren wir im Quantum, dann habe ich dann nochmal 0,33 gezischt und dann hat er mich heimgefahren. Und ich habe mehr Rausch voll spürt als am Samstag, also am Tag drauf, wo ich mit Los Brutalos unterwegs war und da wirklich relativ früh gesoffen habe. Wie viel hast du denn getrunken? Also, Am Freitag. 3 halbe und 0,33. Ich möchte nicht mehr mit dir befreundet sein. Ich wusste nicht, dass ich dich so Wie lange erzogen hast du habe. schon kein Bier mehr getrunken? Gestern war mein letzten 5. 6 Bier. Ja. Jetzt wuchst du wieder her. Vielleicht habe ich davor auch noch eins getrunken. Ich kann das doch alles nicht mehr.
Ich hoffe, man hört es richtig, aber man hört es sehr wahrscheinlich richtig. Das war tatsächlich ungeplant. Ja, das ist einfach Kevins Tollpatschigkeit, aber wir lieben ihn dafür, wir verachten ihn nicht dafür. So ein bisschen verachten der man schon, aber das ist unser Geheimnis. Ja, fertig. So. Genau. Jetzt hier Ersatz für die Woche in South Stories. Erlebnisse und Ja. Projekte. Und habe ich das überhaupt geändert? Da weiß ich gar nicht. Ja, bei mir steht drin Los Brudalos. Ich war am Samstag Ach so, mit Los ja. Brudalos in Ja. St. Johann in Pongau unterwegs und habe mir wieder darauf eingestellt, dass ich sauf. Und dann habe ich halt mit dem Kid-Rap und mit dem Cats Music Habe ich gesehen, auf Insta. vernichtet. Und das war eigentlich geil. Also der Auftritt war relativ Mai, ging schon was. Aber es war jetzt nicht das größte Publikum jemals. Ja. Aber die Veranstalter waren unendlich nett. Sehr geil. Also das waren ja so entspannte Typen. Also herzliche Grüße gingen auch nochmal raus an Fabio, der uns beim Bühne abbauen geholfen hat. Sehr geil. Absolut legendärer Kerl. Und der hat dann noch gesagt, ja, bleibt schon noch da, oder? Mit denen ein bisschen Küchen saufen. Und dann Geil. so, ja, Küchensaufen, ja. Ja, echt, gell? Weißt du, was geil war? Die Maschinen haben wir gehabt. Oho. In Österreich. Voll geil. Das ist wild. Das Ja. ist sehr wild. Und dann waren wir halt in der Küche gehabt, oder beziehungsweise im Durchgang von der Küche. Und dann haben wir halt ein Bier gesoffen, dann war halt der Dad vom Veranstalter halt noch da. Ja. Und mit dem haben wir halt die ganze Zeit geratscht, dann haben wir halt 3-4 Bier getrunken und dann haben sie auf einmal einen Schnaps rausgezogen. Das war jetzt ein typischer Bauernschnaps, gell. Oh. Und dann habe ich mit dem Ketz und mit dem Kitty so ein Stammball alte Bierne gesoffen. Der war noch echt gut. Der war richtig, richtig gut. Mindestens 45% gehabt oder so, die Scheiße. Gescheiter ist. Ja, der war richtig gut. Und dann noch einmal, glaube ich, ein Wacholder, glaube ich, war das drunter. Und das war wirklich, also ich glaube für Leute, die den Geschmack von Wacholdermenger und den Geschmack von Schnaps, also ich mag ja beides nicht, Ja. ich trinke es einfach nur für die Wirkung, ist es wahrscheinlich ein ziemlich, ziemlich guter Schnaps. Hat der denn so ein bisschen nach Gin geschmeckt oder so? Oder? Na, es hat einfach nur geschmeckt, als hätte jemand straight ins Maul geschissen. Also es war beeindruckend und das hat brennt. Also es war so, keine Ahnung, jemand hat a California Reaper gefressen. War das so ungefähr vom Vergleichmäßigen her an meinem 21. Geburtstag oder 22. Was ist, Wo du den was ist Jägermeister der Geburtstag? getrunken hast. Bei mir zu Hause. Na, so. Mit dem Blick. So quasi. Na, schlimmer. Schlimmer? Also an deinem Geburtstag habe ich so geschaut, so. Ja. Und Du dann hast das Schielen vergessen. nach dem Wacholder-Schnaps habe ich. Du hast das Schielen vergessen. Ich konnte doch nicht auf Kommando chillen, Alter. Chillen. Chillen. Ja. Ja. Leck doch meinen Sack. Sack. Okay, sind wir schon wieder beim gleichen Thema, Thomas. Ja, Zieh fuck. dich aus und stell dich auf den Er Tisch. ist beim Kitty gemacht, tatsächlich. Ja. Ich habe gesagt, leck meine Eier. Und er hat gesagt, ja, passt, zeig die Hosen runter. Oh, warum hast du es Ich habe meine hier Hosen nicht runtergezogen gemacht? Ja. und ich hab das Biber gemacht. Sehr Und interessant. er hat sich nicht traut, hinzuschauen. Oh. Und das war für mich ein persönlicher Gewinn. Oh weil, ja. weil die alle schauen, wie weit gehst du, wie weit machst du das, gell? Und er hat sich nicht traut, hinzuschauen. Das war Angst, dass das die größer erste sind. Mal. Ja. Erste Mal in meinem Leben, glaube ich, keine Ahnung. Ich glaube, nachdem ich die Furzbomben beim Eimerrad drehen lassen habe, habe ich auch schon gewonnen gehabt an sich. Ich weiß nicht, ob irgendwie, also das war vor 5 Jahren, das war sogar vor meiner Ausbildung noch. Und wir haben für einmal ein Musikvideo draht. Ich glaube, das war Eimers Bayern, glaube ich. Na, Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich war nicht welcher Song dabei. das war. Irgendein Eimerer Song war es halt. Und dann bin ich halt in unseren Kahn rein und bin zu End- oder B-Laden, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Und am Vortag war ich halt ein bisschen betüdelt. Ja, also Und dann habe ich da Bierpfurz so in quasi. diesem geschlossenen Bereich waren fahren lassen. Und der Michi ist direkt hinter mir rein, riecht den, hat sie instant in den Kopf gelangt und hat gesagt, der hat Schädel, ne? Und ich glaube, er war fast ohnmächtig geworden. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, hey Buddy, wir machen einen Podcast. Wir machen einen Podcast. Achso, ja, warum stehst du denn vor meiner Tür, du Wichser? Eben mit Ja. diese Paparazzis. Auf jeden Fall, also, er hat es ja Kämmer gehabt, nachdem er mir in Berlin ins Gesicht gefurzt hat.
Ich weiß aber nicht, was davor, also das erste war, ich glaube, dass ich erst gefurzt habe und er mich dann heimgezahlt hat, aber ey, Ja, mei, hier hätte kamen. Aber schau mal, wie still der Rauch da in dem Raum schwebt. Ja, wir haben echt keine Zirkulation hier, das ist echt brutal. Müssen wir eigentlich dann den Ventilator aufziehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Hat er halt davon Schädel weggekriegt. Ja, schön. Der Gig war dann vorbei, dann waren wir Küchensaufen, dann sind wir hinaus, waren nicht mehr abbauen, dann hat der Ketzner gefragt, ob er so ein aufblasbares Krokodil haben kann. So ist es auf Insta passiert. Er hat dann ein aufblasbares Krokodil gekriegt. Und dann sind wir durch die Stadt und haben Schnapp, mach das Krokodil, Schnapp. Das war sehr lustig, weil ich das Handy hinausgezogen habe und die haben es wirklich ohne Ei zum sein oder irgendwas komplett instant 100%ig synchron gemacht. Und das war beeindruckend schön. Das ist natürlich Dann ein sind sehr befriedigendes Gefühl. Gliedendes ist. Ja, gliedenden. Ja, genau. Auf jeden Fall sind wir dann was zeigen ins Auto da, sind wir in der Bauabi, ins Rumpelstilzchen. Hab dieses Schnapp bekommen, ja. War schön. Das war wahrscheinlich so richtige Borzen. Es war Borzen, aber schöne Borzen tatsächlich. Geil. Und das Geile war halt, dass wir da hingekommen sind. Der Ketz hat einen Rüschel gekriegt, der Kitty hat einen Jäger Bull gesoffen, ich habe bei der Cuba Libre gesoffen. Für die Erinnerung. Ja, weil es lecker war. Ja. Und dann sind wir draußen gestanden und mit ein paar Ösis geratscht, gell. Voll coole Typen, gell. Und dann sagt der eine zu mir so, bist du ein Starker? Dann sag ich, geht schon, warum? Ja, was sind die Hacken? Dann sag ich bin Zimmerer. Dann sagt er, hast du richtig Arbeiterkraft? Und er war voll nett. So aber er war voll nett, aber er war halt so besoffen und ich habe einen kleinen Witz erlaubt, gell. Ja, das muss so. Ja, man dachte, ich erlaube mir einen kleinen Spaß. Ein kleines Spaß. Ich habe ihm halt voll verkauft, dass ich ein Zimmer da bin. Und ich ganz gesagt, ja, du hast die Arbeiterkraft, du hast die Arbeiterkraft. Also so, ja, Arbeiterkraft. Das ist schon witzig, ja. ja. Das ist lustig. Ja, Arbeiterkraft. Und dann haben wir die ganze Zeit mit ein paar anderen Sieht geredet, man ja, gell. Oh ja. Haben wir mit ein paar anderen geredet, die haben dann nachgefragt, wo der Auftritt war. Haben sie gesagt, da wollten wir auch kommen, aber dann sind wir doch nicht gekommen. Habt ihr es geschlagen? Ja, klar. Ja, Aber muss das ja so. Lustigste war, dass eben so ein paar Frauen, es waren genau 2, mittleren Alters, sind aus der Bar rausgestürmt, haben sich gestritten, haben rumgeschrien. Und die eine hat die ganze Zeit gesagt, dieser scheiß Junkie, gell? Und das war halt irgendwie krass. Und dann hat sie Gruppen gebildet, die sie dann gestritten hat untereinander. Aber so richtig laut, so unangenehm laut. Ich verstehe. Und die haben sich dann gestritten, sind sie wieder nein, dann wieder naus, dann wieder nein, dann wieder naus. Also dachte ich, hey, was ist denn los, gell? Ich möchte einfach nur hier draußen stehen, hier schön meine 10 Cuba Libre saufen und dann möchte ich heimgehen. Was ist denn mein scheiß Problem? Dann sind die Weiber rausgekommen. Dann ist aber der Typ, der Junkie, ist auch rausgekommen, gell? Dann wollten die Weiber den schlagen. Dann ging jetzt auf den zu und der Typ macht wirklich nur so. Und die sind umgefallen. Das ist schon peinlich. Und die sind umgefallen. Das Die sind umgefallen wie so scheiß Schildkröten. Wie so scheiß Schildkröten, die auf der Hinterleib stehen. Und du tippst die so und so fällt um und dann kugelt es dann. Und das ist jetzt nicht, um irgendwie Shaming zum Betreiben oder sowas, sondern das ist halt einfach nur so dumm, weil die waren halt die waren rabendicht und die sind halt dann auf den Boden geflogen und bis die erst einmal wieder hochgekommen sind. Und dann sind sie aufgestanden nach geschlagenen 30 Sekunden. Das sind ist schon aufgestanden, stabil. gingen den Typen wieder er schubst's wieder um. Und dann ist er weggelaufen. Und dann, ich weiß nicht, was das war, irgendein Tipp, er hat für mich ausgeschaut wie ein Bystander. Also er hat für mich ausgeschaut, er ist gerade aus der Bar raus und hat eigentlich nichts mit dem ganzen Thema zu tun. Ja. Dann haben die den Typen erwagt. Und ich weiß nicht, ob der die auch was falsch tut hat, keine Ahnung. Also wenn jemand die Geschichte besser kennt als ich, dann verzeiht das mal. Aber auf jeden Fall ist der dann raus und er hat nichts gemacht, er hat nichts gesagt. Und Er stand einfach nur da quasi. er ist rausgekommen, schaut die an, dann sind die Weiber den angegangen und haben den voll boxt. Und das Lustige ist, er hat sich nicht einmal gewehrt, er ist die ganze Zeit zurückgestanden, so lass wieder. Und dann ist ein Taxifahrer gekommen. Und Was hat den kommt von jetzt? hinten in Würgegriff genommen und hat ihn weggezogen. Warum? Ich weiß es nicht. Aber das hat wirklich, das hat ausgeschaut, als hätte er nichts damit zu tun. Und der war einfach nur komplett gemobbt. So quasi den falschen
verprügelt. So quasi. Ey, ich weiß nicht, ob die Weiber das nicht checkt haben oder aber wirklich was gemacht haben, aber die waren ja so rabendicht. Und er hat dann nicht einmal ein ähnliches T-Shirt gehabt, der eine hat ein schwarzes T-Shirt gehabt, dann, also der, den es dann geschlagen haben, weiß. Und der hat ja nichts gemacht, ist einfach nur da gestanden. Ich bin dann auch nochmal in den Bar und dann habe ich ihn gesehen und hat er angeknackst die Nasen gehabt. Ja. Und ich gefragt, was hast denn du gemacht? Abkassiert. Der war sogar da vorne auf dem Konzert bei uns. Echt jetzt? Ja. Auch eine wilde Geschichte für ihn mit Ja. Sicherheit. Genau, dann sind wir da gestanden, dann haben wir ein bisschen Blätter hergeht, haben wir gesoffen Ski. und dann sind wir ins Hotel gegangen. Relativ okayes Hotel, aber Ja. am nächsten Morgen ist mir auf jeden Fall schlechter gegangen. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich bin ins Bett gegangen und habe gesagt, ja, netter Rausch, es ist mir nicht so, dass ich kotzen muss oder sowas, flachst du hin, schlafst, gell, am nächsten Tag nach 3 Stunden Schlaf, wir sind ja Weißt du, was gefehlt hat? 4:30 ins Bett gegangen. Der Whisky im Bett. Ja, ja. Mit SpongeBob auf brutal. Englisch. Ja, dann bin ich aufgestanden und habe erstmal gedacht so, Ja. wie, ich bin schon wieder eine Stunde vor meinem Wecker wach. Es ist unfassbar. kenn's, Strahlend hell in ich diesem kenn's. scheiß Zimmer und du möchtest einfach nur noch sterben. Gibt nichts Schlimmeres. Ja. Genau, das war der Tag, dann bin ich heimgefahren mit ungefähr 0,8 Promille. Wir haben einen Alkoholtester dabei gehabt, den habe ich ja gemacht, ich habe 0,0 gehabt, für die Leute, die es interessiert. Und ich Shit. werde auf diesem Podcast nicht lügen. Voila. Weil tatsächlich einen Alkoholtester dabei gehabt, der Ketz. Echt? Ja. Das ist Wir witzig. haben uns den ganzen Abend über getestet und das höchste war tatsächlich 1,8. Oh, was das ich geht okay aber. finde. Ja. Oder 1,7 oder sowas, was ich okay finde. Es Das ist ja wirklich eigentlich wieder Rausch. Daily Business. Ja. 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 Na, Daily Business sind 2,1, aber. Ist ja ein bisschen drüber ist ja noch okay. Na, Daily Business ist halt die. Rechnest du immer 1 hoch oder 1 runter? Ja, aber die Daily Business ist ja die 7,5 Druckbetankung. Das sind 2,1. Ja. Ja. Ich verstehe. Ja. Gut. Genau. Passt. Auf jeden Fall. Unser Hauptthema heute. Warum sind wir so zurückgeblieben? Das ist das erste Thema seit langem, wo es einfach nur darum geht, was wir machen oder wie wir es machen oder Warum ist wie es wir es dumm sind? miteinander machen. Das bleibt privat, Thomas. Ja, nein, schau mich nicht an. Nein. Ich bin so schüchtern. Ich bin so schüchtern wieder. Stimmt gar nicht. Das, bin der so Thomas schüchtern. ist der Erste, der einen Rambo macht. Ich bin genauso schüchtern wie der ApoRed und lade dann 14-Jährige im Apartment ein. Schaut euch das Video von Mimi an. Das Habe ich noch nicht geschaut. Das ist geisteskrank, wirklich. Also, er ist ja der Typ, der so vor ein paar Jahren da gestanden ist und so, hey, ApoRed, ich bin der Beste, ich bin schüchtern vor Frauen und ich respektiere Frauen übel, bla bla bla. Und jetzt ist eine Story aufgekommen, dass er halt ein paar, 14 waren es nicht, ich glaube 16 waren es, dass er ein paar 16-Jährige zu sich ins Apartment eingeladen hat und die eine halt mit aufs Zimmer genommen hat und halt ihren Rock und sowas runterzogen und die einfach, also ich weiß nicht, ob es versuchter Rape oder geraped war, aber das ist doch krank. Vor allem ein Typ, also Influencer in dieser Größe. Und du musst dir vorstellen, wie wenig Menschen oder wie wenig Frauen da ja auch darüber reden können. Also es gibt ja brutal viele, die das einfach hinnehmen und sie denken dann, hey, so, das ist normal. Ja. Also man muss nicht immer als Frau Bock auf Sex haben. Ja. Und nur als Information für die Leute, du musst auf Sex Bock haben. Es können immer 2 dazu. gehören immer 2 dazu. Und wenn einer davon keinen Bock hat, dann ist es scheißegal, ob sie verheiratet, verlobt, zusammenseid, dann werden die gefickt. Fertig. Das ist So dann, ist es. und wenn es der Gegenüber nicht akzeptiert, dann ist er ein verfickter Hurensohn. Auch zählt natürlich auch für Typen, wenn sie will und du keinen Bock hast, dann ist sie verfickte Hure. Also es gilt für beide Geschlechter. Auf jeden Fall lasst euch da nichts gefallen. Absolut. Das ist nämlich, das ist unterste Schublade zu etwas so Intimen gezwungen zu werden. Gell? Ja. Auf jeden Fall das ApoRed-Video, das ist 3/4 Stunde gegangen und ich habe es mir voll angeschaut und es war echt richtig interessant. Ich hasse zwar Mimi seine Stimme, Ja, das ich gegen auch. die, Bro, aber diese die regt mir ein bisschen auf. Aber er hat relativ guten Journalismus betrieben, beziehungsweise er hat halt einfach drei Mädels gehabt, die ihm das halt alles geschildert haben und sowas und hat das halt dann quasi veröffentlicht, ohne die wirklich zum Greifen, sondern einfach nur so Kontext hier, nimm was du haben kannst. Das ist schon krank. Habe ich gar nicht gewusst, Mensch. Ja, das ist echt beeindruckend. Es ist allgemein krank, was in der Social Media Welt abgeht. Absolut. Was da für eklige Schweine gibt. Also Das auch stimmt. mit Rammstein und sowas. Also ich meine, ich mag die Musik ja. Aber dass der Till Lindemann irgendwie ein sehr ekliger Typ ist, ist ja. Bekannt. Ja. So, Row Zero und
und dem Fickbereich unter der Bühne oder sowas. Alles. Ja, das ist krank. so beeindruckend, Was da alles Backstage irgendwie abgeht oder generell irgendwie im Hintergrund läuft. Extra eine Mitarbeiterin angestellt, die ihrem Weiber holt. Das musst du dir mal geben. Ja. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie Rapper bist, der halbwegs gut ausschaut oder und erfolgreich bist und sage ich mal so Mitte 20s bist oder sowas, dann kann es schon mal sein, dass da eine im Backstage kommt und die anfaucht oder so. Aber das ist so bei so einem ekligen Typen, das ist doch nur der Erfolg und er schmeißt ihnen ein paar Honis zu, also die haben sie ja abgefüllt im Backstage, wenn sie überhaupt ein paar Honis gekriegt haben. Also das ist schon krank. Also ich finde so Vergewaltigung oder allgemein das Ausnutzen vom anderen Geschlecht oder sowas, finde ich sowas von erniedrigend. Oder vom Bekanntheitsgrad. Ja, genau, das ist sowas das ist Widerliches. Sehr ekelhaft. Ja. Natürlich, es gibt Schlimmeres. Zum Beispiel, wenn man auf dem Leberkäse und Ketchup tut, aber... Ja. Na, wir müssen ja das Ganze auflockern, weil es kann ja nicht sein, dass wir die ganze Zeit so depressiv Echt so. Wie gesagt. Oder Banane mit Schale isst. Ja, wenn euch sowas jemals passiert für die 15% der weiblichen monatlichen Hörer, die wir haben, dann vertraut sich jemanden an und tragt es nicht allein mit euch rum, weil das werde ich ein Leben lang verfolgen ansonsten. Und passt euch auf euch auf. Auf jeden Fall. Es ist wirklich eine gruselige Welt da draußen. Leider Gottes. Aber wunderschöne Welt gleichzeitig. So, wenn der Kevin und ich uns nicht hätten, glaube ich, dann wären wir beide schon. Hau zu. Sag mal sowieso. Okay, gut. Erster Diskussionspunkt. War ich wahrscheinlich schon in der Psychiatrie. So, Musikgenres bei Tom Joe. Im Allgemeinen erklärt. Warum? Oh, das ist ein bisschen sauber. Schön. Nee, allgemein erklärt, wir haben ja generell kein spezifisches also das Einzige, Genre. Das Einzige, wo wir uns richtig drüber halten, ist Mundart. Ja, das stimmt. Aber das ist ja kein Genre an sich. Aber wenn man jetzt von Genre Psytrance, Hardstyle, Uptempo ein bisschen. Drum and Bass. Drum and Bass ist mit dabei. Uptempo haben wir gar nichts. Wir haben am Ende von dem Lied ein kurzes Ding und das geht ein bisschen mehr Richtung Uptempo tatsächlich wie Hardstyle. Meinst du bei Fake and Weißbier, Billy? Ja. Na, das ist Hardstyle. Das ist gemischt tatsächlich. Na, das ist weil es ein bisschen aggressiver ist. Ja, aber das ist Hardstyle, Bruder. Das ist gerade nichts mit Uptempo zum tun. Viel zu wenig Bass für Uptempo. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von Boris Brands. Also wenn ihr ein Video, Kreativmarketing oder eine Webseiten braucht, dann klickt auf den Link in der Beschreibung und lasst ihnen eine nette Nachricht da. Und sagt liebe Grüße von Tom Joe, gell? Ja? Nur, wenn ich das mal gesagt habe. Vielen Dank, geht raus an die Pries. Und jetzt, bevor ich euch ganz verliere, viel Spaß mit der Folge. Dir ist bewusst, dass Uptempo und sowas ist. Uptempo ist... Also wie ein scheiß Handy-Vibrator in meinem Arsch. Ja, aber da ist tatsächlich auch nicht so viel... Außerdem hast du bei Uptempo gefühlt keine Kicks. Ja, ja, richtig. Das sind brachiale Hardstyle-Kicks drin, Bruder. Ja, aber es ist trotzdem beides gemischt, Hardstyle und Uptempo. Okay? Okay, ja. Mach von Fick am Weißbier bitte den Uptempo-Remix. War der Plan. Seit langem. Seitdem man draußen ist. Gott, Hilfe. Naja, aber als richtigen Grund, sage ich mal, gibt es irgendwie nicht. Also uns taugen die Musikrichtungen. Wir machen halt einfach, also ich glaube, dass der Grund dafür ist, dass wir uns erstens ausprobieren und schauen, was gut ankommt natürlich, aber in erster Linie, dass wir halt einfach machen, worauf wir Bock haben, weil wenn ich auf Country Bock habe, dann mache ich Country. Ja. Wenn ich Bock auf Rock habe, dann wir wirklich alles Rock raus. Ja? Wir haben Country, wir haben Rock, wir haben Drum and Bass, wir haben Hardstyle, wir haben normalen EDM, wir haben Techno, wir haben Techno ist auch noch da. Wir haben ja alles irgendwie durchgespielt und ich glaube, der Hauptgrund deswegen ist, dass wir uns auf gar keinen Fall, vor allem im jetzigen Zustand, klar, wenn sie jetzt sagt, so, hey, macht einmal Slap House und das Slap House Ding geht viral. Du versuchst ja trotzdem irgendwie, wenn du die Chance darauf hast, damit Geld zum Verdienen am Ende des Tages, versuchst du ja trotzdem irgendwie die in der Genre rein zu platzen, wo du rein passt. Ja. Und was du halt auch drauf hast oder was du auch fühlst. Genau. Wäre das und Beste. Wenn das halt dann, keine Ahnung, wenn ihr halt jetzt mit Gansalor oder sowas viral geht, halt, was ich bezweifle, aber ich sage es gut. Das stimmt. Dann werde ich halt auf meinem Solo-Account zum Beispiel mehr Country machen. Ja, was ja ganz klar ist. Ich werde natürlich so, ich werde so ein bisschen Bring Me the Horizon oder Ed Sheeran-mäßig machen, dass ich halt mal ein paar Songs rausbringe, die anders sind, was ich natürlich mega geil finde, weil Ed Sheeran hat ja auch Features mit Martin Garrix, hat aber auch Feature mit Bring Me the Horizon. Hast du auf TikTok geschaut, was ich dir geschickt habe für den Typen?
der Country macht, der Deutsche. Ja. Der hat nicht ganz so Bekanntheitsgrad. Vielleicht können wir den ja mal anschreiben. Das wäre schon eine wilde Kombi, weil der ist tatsächlich gar nicht mehr so kacke. Jetzt bringe ich erst mal meinen eigenen Song raus. Ja. Wallabilla. Der war mal diese Ja, Kackfliege. genau. Also mir... Wow. Das war tatsächlich sehr Das beeindruckend. war mein Bier. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt in nächster Zeit nicht festlegen. Bei uns kommt noch so ein, wie darfst du Marlboro und Gold nennen? Was ist das für Musikrichtung? Boah, schwierig Das ist schon einzuschätzen. so. Es geht ein bisschen Richtung Haus, aber auch nicht. Es ist schon so eine Mischung aus House und Techno. Plus, Ja. Also wenn House und, also die Kicks sind ein bisschen Techno und die Synthes sind aber eher so, ja doch, aber so Melodic Techno. Wie heißt denn die Scheiße, die Pasun so macht? Ich weiß, was du meinst, aber mir fällt es gerade auch nicht hin. Ja, die Scheiße, Ja. die Pasun macht. Ja. Oder Habentere. Ja. Sowas, aber ein bisschen schneller. Genau, also sowas. Wir machen halt durchgehend andere Scheiße. Es kommt auch noch ein Rocksong raus. Wieder mal. Was magst du da? Ich glaube, den möchte ich jetzt einfach raus haben, weil ich möchte ihn einfach draußen haben, weil der regt mich auf. Absolut. Scheiß aufs Musikvideo. Sorry, Andi. Na, scheiß nicht aufs Musikvideo. Ich habe extra einen Andi gefragt und der hat voll Bock drauf und dann da ich mich schlecht fühlen, wenn der Andi nicht mitmacht. Das stimmt. Okay. Warum ist der Kevin der Ausländer der Gruppen? Gibt es eine ganz einfache Erklärung dafür. Ich bin tatsächlich Viertelamerikaner, Viertelösterreicher und halb Deutscher. Na, du bist halb Amerikaner, halb Österreicher und nix Deutsch. Du bist einfach nur in Deutschland geboren. Richtig. Viertel Ami Ja. und halb Deutscher. So kann man es am besten erklären, Du hast- weil ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit komplett seit Geburt an. Ja. Das heißt, es ist mindestens die Hälfte. Ich kann aber, wenn ich Bock drauf habe, nach Amerika gehen oder nach Österreich. Also Österreich sowieso, Mein sehr Freund. easy. Nichts an dir ist deutsch. Außer, dass du auf deutschem Boden Richtig. Ja. Deswegen Ja. hast du ist es einen deutschen Ausweis, das ist einen österreichischen Pass, du hast eine amerikanische Staatsbürgerschaft, Anna. Ja. Diese 3 Staatsbürgerschaften hast du. Ja. Aber nichts an dir ist deutsch. Also du bist einfach nur hier keimet worden. Ja, aber ich sag mal, das Bier macht mich irgendwie auch deutsch. Ja, natürlich, der Mentalität. Gut, du bist halt ein bisschen ein Iserbereißer, das ist ja alles okay. Du dummer Wichser. Du bist nicht so schlimm wie der Michel. Aber Ja, der Michel ist ja danke. wirklich, also der probiert es ja nicht einmal. Das stimmt. Und bei dir ist ja so, du passt dir wenigstens durch Saufen oder sowas und dann siehst du den Michel Alles. wieder da hockt mit seinem Cider und denkst einfach nur so, Spuchtel. geh doch zurück, wo du herkommst. Irgendwo, keine Ahnung, nach Berlin oder so ein Scheiß. Das stimmt. No front gegen Michel, ich liebe Michel, Ja, Michel, bester absolut. Mann. Aber, scheiße, dieser Preis, wirklich geisterkrank. Ganz Ohne schlimm. Scheiß. Na, und dann war ich eben unter anderem mit einem gewissen Michel unterwegs, Richtung Rottach. Und dann wurden wir aufgehalten. Ja, und die Kontrolle lief ungefähr so ab. Ich hatte meinen Louis Vuitton Pullover an, meinen Vollmonogramm Pullover da, mit einer Jogginghose, Schlappen und hatte noch meinen Buzzcut. Und natürlich mit einem Bierchen in der Hand. Ja. Die waren nicht mehr auf Michels Seite. Ich glaube, einer war auf Michels Seite, sonst waren sie durchgehend auf meiner Seite und haben mir mit der Taschenlampe durchgehend in die Fresse geleuchtet und gesagt, ja, und, wo ist dein Ausweis? Ich möchte deinen Ausweis sehen. Aufenthaltsgenehmigung. Ich so, brauche ich nicht, ich habe einen deutschen Ausweis. Und dann alles geklärt, alles super, sind wir weitergefahren. Oder der Polizist hat gesagt, ja, irgendwie schaust du aus wie so ein Mexikaner. Und dann ist das irgendwie mit dem Mexikaner-Meme da irgendwie entstanden, komplett in der Gruppe. Dann ist der Kevin nur ein Fasching als Ja. Mexikaner gegangen. Ja, mit einem Schnauzer, das war sehr sexy. Sombrero Ja, und Poncho. das war sehr wild, da habe ich mich schon gefühlt. Seitdem ist der Kevin der Gruppenmexikaner. Ja. Hat aber noch keine Tacos gemacht tatsächlich. Bist du behindert? Das Raps gemacht. Ja, aber Das sind keine Tacos. weil ich es mehr mag, tatsächlich. Ja. Aber solange du keine Tacos machst, bist du für mich kein vollblütiger Arriba! Na, doch bist du. So oder so. Das ist mir eigentlich egal. Ich kann über Mauern springen. Erinnere mich bitte nicht an Mauern. Das war ein dunkles Kapitel meiner Geschichte. verstehe. Nee, aber das ist irgendwie so, hat sich durchgezogen, zieht sich bei Tom Joe auch durch, bei mir Ja. irgendwie. Und ich würde mich selber als Gruppenmeme und auch irgendwie als Tom Joe Meme, weil mir einfach die dümmsten Sachen überhaupt einfallen. Also ich bin für alles bereit. Sombreros gemacht haben. Ja. Gott, Hilfe. Aber ich komme zum Teil auf so dermaßen dumme Ideen, auch so komplett random, wo man sich denkt, ey,
ich dachte nicht, dass der Typ noch behinderter werden kann. Ich werde das nie vergessen, wir haben auch mal Promo gemacht für unseren Live-Auftritt in der Bar. Ja, Gott im Himmel. Und dann hocke ich halt da, überlege, brainstorm Ideen und der Kevin steht da, lass einmal so ein Video machen, wo ich da stehe, dumm und dann auf dem Boden liege und dann wieder da stehe und dann auf dem Boden liege und dann sage ich, hey, dann haben wir das Draht. Und das Video ist null angekommen, weil es niemand verstanden hat, aber der Kevin ist auf dem Boden gelegen, dann gestanden, auf dem Boden gelegen und gestanden. Ja. Und dann hat er hey gesagt. Richtig. Nein, du hast geil gesagt. Sorry. Geil. Das ist geil. Ja. Und ich habe das überhaupt nicht kapiert. Oder ich bin generell für jeden dummen Bullshit irgendwie zu haben. Ja. Sei es zum Beispiel, bestes Beispiel, wollten ja eigentlich noch bei der Tischstory von Kroatien, wollten wir noch kurz das Ding drehen, dass ich irgendwie auf dem Tisch surfe oder sowas. Ja. Ich hätte es gemacht. Ich wäre der Typ gewesen, der in der Hosen da oben gestanden wäre und hätte gesagt, ey, ich bin es. Am besten mit der amerikanischen Flagge um den Hals gebunden, dass sie im Wind flattert. Ja, und meine Hängeklöten auch dahinter. Ja. Ja. Nein, das wäre ich. Ja. Oder noch vom Dach gepisst hätte. Irgendwie so ein Scheiß. Wie ist die Aufgabenverteilung in Tomja? Ja. 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 Aufgabenverteilung eigentlich so gut wie alles Thomas. Ja. Ja. Ich mache ab und zu mal was von musikmäßigen her, wenn ich Zeit dafür finde und natürlich irgendwie auch mal was fertig bekomme. Volle 15 Jahre. Das stimmt nicht. Mensch, so lange kennen wir uns auch gar nicht. Ja, aber ich weiß, dass ich so 15 Jahre nach dem ersten Track war. Und der erste Track war Okay, stimmt. Ja. Facts. Deswegen bin ich mir sehr sicher. Ja, okay. Punkt geht an dich. Ja. Nee, und ja, Na, Kevin ist. ich mache den Comedy-Bullshit, also den dummen Comedy-Bullshit. Ja. Thomas macht den normalen Comedy. auch dumm Comedy-Bullshit, Ja. würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber ich mache den noch dümmeren. Wir müssen das ja irgendwie differenzieren. Der Kevin ist insofern ein geiles Bandmitglied, weil der halt, wie er vorhin schon gesagt hat, für jeden Scheiß zum Hommes. Ja. Und Ich würde mich von mir aus sogar nackt mit auf die Bühne stellen. ja, Mit einer Gitarre. haben wir schon ausprobiert. Dödel. Haben wir schon ausprobiert. Ja. Die Kinder aus dem Kindergarten haben es nicht so gefühlt. Ja. Das war ein bisschen doof. Ja, vor allem wenn man von der Bühne abgeht und dann Ja. halt den Arsch sieht. Ja, das ist halt dann. Und dann haben sie gesehen, dass er da einen ziemlich komischen Peckel auf dem Arsch hat. Du meinst das Buschmonster. Nein, ich meine die Zyste, die ist da rausoperiert. Ach so, ja, stimmt, da war ja Das was. haben sie auf der Bühne dann gesehen. Mein dritten Hoden. Die Erzieherin hat gesagt, so, schaut jetzt nicht so gesund aus. Das heißt vielleicht mit seinem Arzt. Mei, mein dritter Hoden am Arsch. Kann ja mal passieren, dass der da wächst. Der dritte Hoden ist nicht schon schwarz angelaufen. Na, der war eher so kackbraun. Ja. Ich weiß nicht, ob es ein Scheißerstückel war oder. Ding, ja. Weiß ich bis jetzt immer noch Das nicht. ist wie so ein fetter Mitesser, wo die Oberfläche schon schwarz wird, aber alles drin ist noch gelb. Ja, ungefähr so. widerlich, Ja, ja. doch, so kann man sich vorstellen. Ja. Ja. Und man darf die Arschbehaarung nicht vergessen. Na, wie gesagt, der Kevin ist insofern so geil, weil er halt für alles zum Home ist und immer relativ schnell zum Home ist. Der Engler ist halt geil für das Sauftechnische. Ja, Also du bist auch geil für das Sauftechnische, aber der Engler ist halt. eine andere Auf den Liga. kannst du dich verlassen, wenn Wenn's du willst, dass ums Saufen jemand geht. voll wird. Ja, Also das der stimmt. typ ist ja innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde ist der so dermaßen durch. Oh, das stimmt. Der braucht der Bier bloß anschauen und dann. Aber dann sauft er trotzdem nur 25 Kolbe. Das ist Stimmt. brutal, weil der Engler ist so. Ich weiß nicht, wo er das hinschüttet, aber er schüttet das. Er ist so ultra schnell auf einem Punkt, Ja. wo ich sage, ich darf aufhören zum Saufen, wenn ich an dem Punkt bin. Der macht noch weiter. Er trinkt nochmal das aber Doppelte weiter. Es ist wirklich so wie so ein Plateau. Er geht unfassbar schnell hoch und dann ist es so. Und dann geht es irgendwann, wenn er mehr wie genug getrunken hat, geht es mal so ein kleines bisschen hoch und dann schläft er. Ja. Wenn man vom Aasee zurückfährt oder so. Ja, oder generell in irgendeiner behinderten Pose unter anderem. Ja. Ich zitiere nur Stuhl draußen. Ja. Wir haben geredet und der. Ja. Gut. gut dargestellt für die ja. Leute, die nur zuhören. Tut mir leid. Ich finde, da haben wir schon mal ein Thumbnail. Super geil. Ja. Auf jeden Fall, der Engel ist halt sehr, sehr gut, wenn es darum geht, dass du Saufunterstützung brauchst, weil der Typ halt immer am Start ist, wenn er das Wort Bier hört Das stimmt. oder Alkohol. Wenn ich ein Engel jetzt schreiben würde, Bier, Fragezeichen, ich glaube, da wird es keine Minute dauern und er wird zurückschreiben, wo. Ja. Stimmt, ja. Wann? Also entweder da schreiben, wo oder na, halt nicht. Hab Feuerwehr. Ja. Oder Auf Feuerwehr. Fußballtraining. Und dann schickt er 2 Stunden später ans nicht wieder sauft. Ja, genau Ja. so ist es.
Na, aber Engler Legende, mit dem mache ich nach wie vor echt gern Musik. Aber gerade im Moment beläuft sich darauf, dass man sagt, besaufen. Ja. Aber finde ich, habe ich auch nichts dagegen. Und es macht dann einen weniger effektiv. Also der Engler ist ja trotzdem also erstens ein brutal guter Spätzl und zweitens halt einfach ein Prinzipmitglied von Tom Joe, wo ich sage, das ist so, der gehört halt einfach dazu, der gehört zum Image, der gehört zum Aussehen, der gehört vom Auftreten. Klar, wir haben jetzt 2 Gigs ohne ihm gespielt, aber das hat mir schon ein bisschen das Herz gebrochen tatsächlich. Ja, das Gleiche. Weil ich den Kerl brutal gern dabei habe, weil er hypt ja auch brutal. Also er ist ja auch jetzt mal so, also er ist zum Beispiel jemand, der vor der Bühne ein bisschen Schiss hat. Ja. Wir zwar sind da eher so ein bisschen entspannter. Lustig. Ist geil. Ja. Aber es liegt auch daran, dass wir sie ein bisschen gewohnt sind vom früheren Leben, sage ich mal. Ja. Ja, was heißt früheres Leben? So heute sagen wir nicht, aber wir haben ein bisschen mehr Bühnenerfahrung. Sagen wir aber so. jetzt mal, wenn jemand schlechter drauf ist als der Engländer, dann geht er einfach auf die zu. Ja. Und egal wie voll der ist, Ja. also einen schönen Bereich zwischen 0,5 und 6,8 Promille, Ja, das finde geht ich er auf gut. die zu und sagt, ich trinke der Bier, wir sind nur einmal so jung. Echt so. Und dann hast du instant Bock zum Saufen, weil Das stimmt. der Typ schaut die an und er schaut die gleichzeitig nicht an, weil Das ist sehr verwunderlich. der schaut so durch die durch und er schielt relativ hart. Es Und ist ich hab irgendwie beides gemischt und das macht es irgendwie so besonders. Ich finde das so unangenehm, wenn mir auffällt, dass Leute auf meine Ohren schauen. Und ich finde es nur unangenehmer, weil der Engler beide meine Ohren gleichzeitig anschaut. Das stimmt. Ja. Klar, es ist schwierig zum Übersehen, aber es ist trotzdem beeindruckend, dass er diese Masse an Ohren... so weit auseinander, das ist schon Ja. ordentlich. Ja. Genau, das ist die Aufgabenverteilung. Ich mache Mama. 85%, Kevin macht 10% und der Engler macht 1%. Aber der Engler ist halt lustig. Richtig. Ist toll. Aber wer macht die anderen 4%? Annabelle. Ja, ohne Scheiß. Und Nico. Es ist, ja. Ja. Ja, dann würden die nicht mehr Credit geben. Dann würde ich sagen, ich mache 60%. Du machst 10%. Annabelle und Nico machen, sagen wir mal so 25%. Na, 26%. Na, fuck, bin dumm. 29% und der Engler 1%. So. Ja. Weil Annabelle und Nico sind schon, also der Nico vor allem wegen der Reels oder sowas, Ja, ist ja schon genau. echt sehr, sehr starker Teil von Tom Und auch Joe. Kameramann dann bei Und als Kameramann, Musikvideos. Musikvideos. Und Annabelle fuchst sie langsam so ein bisschen in die Regie rein und gibt sie Genau. da richtig, reißt sie da richtig einen Arsch auf und gibt sie da Mühe. Das muss man dazu einmal sagen. Und versteht's mir nicht falsch, die 1% für den Engler sind nicht best gemeint, Nee, sondern der weiß es selber. der Mann lebt sein Leben und wenn er Bock hat, dann ist er dabei Ja. und wenn er keinen Bock hat, dann ist er halt nicht dabei. Oder Und sauft halt nur. das hat man so klärt und das ist auch alles wunderschön so, weil in erster Linie steht für mich noch die Freundschaft tatsächlich, Absolut. wo ich sage, ich verbringe einmal gern Zeit einfach mit dem Engler selber, mit meinem Hase-Pupsi-Mausi-Bärchen und bin dann halt damit auch happy, deswegen versteht es bitte nicht falsch, der Engler ist nicht raus, der Engler wird auch irgendwann wiederkommen in Ding. Also für die Leute, die meinen, so der Engler ist raus. Nein, auf gar keinen Fall. Der Engler existiert nur. Der Engler existiert nur in unserem privaten Leben. Der Engler existiert auch nur irgendwo im öffentlichen Leben. Und Hauptsächlich beim Saufen. hauptsächlich beim Saufen. Ja. Und wird auch irgendwann wieder in die Linse grinsen. Oh ja. Der Podcast mit dem Engler, der letzte, ist fast schon ein Jahr her. Gell? Krass, das ist schon krank. Aber jetzt kommt was ganz Besonderes, Thomas. Jetzt haben wir nämlich einen kleinen Plot-Twist. Ja. Magst du das erklären oder soll ich es erklären? Ich erkläre es. Es gibt ja immer diese Was-wäre-wenn-Fragen oder Kevins Moment. Was? richtig. Wir twisten das jetzt Ganze. Ich mache das für Thomas. Ich werde mein Bestes geben mit dem Vorlesen. Ich habe LS und Hesse Kevin. Das ist eine sehr schlimme Kombi. Oh ja. Ja, die ist tatsächlich sehr. Deswegen bin ich auch irgendwie Das ist ja geisteskrank. der Zurückgebliebene. Ja. Ja, Der Mexikaner. Genau. Der war halt bloß immer bei Mauern richtig. überspringt und neben was Und ein einreißt. bisschen kocht. Und das war's. Ja. Ein bisschen Biertrinker ist auch noch mit dabei, aber das war's eigentlich so ziemlich. Was sind 2 Teelöffel Salz? Ich hau die Tube rein. Aber schmeckt dann irgendwie. So, Thomas, bist bereit? Ja. Was wäre, wenn wir einen Trinkspielabend hätten mit Regeln und wir müssten, also es gibt 3 Regeln, die du selber entscheiden kannst. Und dazu gibt es das Dilemma natürlich. Oder ist es extra? Das Dilemma ist extra. Ah, der Haken, warte. Entschuldigung, ich bin ein bisschen verrutscht. Der Haken dabei ist, die Regeln bleiben hier immer da, wenn du etwas trinkst, auch wenn es was Normales ist. Und nicht in der Freundesgruppe. Das heißt, immer wenn du was trinkst, sind diese Regeln vorhanden.
Für was entscheidest du dich? Für welche Regel nimmst du? Welche Ich bin Regel ich gespannt. nehm? Du musst 3 Regeln musst du herausfinden. Und was muss ich er machen, wenn die Regel bricht? Also saufen einfach, oder? Warte, lass mich kurz mein Brain brainen. Du kannst dein Brain auch brainen. Mein Brain, Ja. ja. Ich würde sagen, du musst das Getränk, was du vor dir hast, immer exen. Egal wie rotzevoll du bist und egal wie groß es ist, wenn du jetzt im Pool zum Beispiel was trinken würdest, aus Versehen, das Poolwasser, müsstest du den Pool exen. Na, Doch. es geht um alkoholische Getränke. Chlor Nein. ist nicht Alkohol. Ich habe dazu geschrieben, auch normale Getränke. Immer wenn man was Immer trinkt. wenn du was trinkst, gibt es diese Regeln. Ja. Okay, ja, das ist ja Kacke. Was Dachte für immer, wenn ich Kacke? sauf. Na, immer wenn du was Okay, trinkst. ich gehe jetzt von 2 Wahrscheinlichkeiten aus. Also, wenn ich aber was Normales trinke, dann mache ich Regel 1. Okay, wir schließen Wasser aus, dann ist es ein bisschen einfacher. Na, Okay. also es ist, wenn ich mit was Normalem trinke, was machen muss, dann werde ich halt so Regeln, die man niemals brechen kann, quasi machen. Du bist schwanger. Genau, Zählt erstens ja, okay. Das muss schon wahrscheinlich sein. Wie, es muss wahrscheinlich Also sein. es muss schon passieren Okay, können. ich darf mich nicht von einem Auto überfahren lassen, darf mich nicht von einem Hund beißen lassen und der Katz darf mich nicht kratzen. Das sind die 3 Regeln, wenn ich auch bei was Normalem Trinken die Regeln aufstellen muss. Wenn es jetzt nur ums Saufen geht und ich jetzt ein Bier habe oder ein alkoholisches Starkgetränk, was ich exen müsste, dann wäre die Regel nicht Kevins Mutter beleidigen, nicht Kevins Mutter beleidigen und nicht Kevins Mutter beleidigen. Du hast verloren. Ja. Na, also dann war wenn ich richtig was saufen müsste, dann war es nicht über Lehmhütten reden. Ja. Keine Diskussion mit Kevin über Autos anfangen. Und das dritte war, die dritte Regel wäre, ich möchte saufen. Nicht länger als 2 Minuten am Handy sein. Oh, Ja. das ist sportlich, ja. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Na, finde ich gut gelöst. Also am Stück, nicht länger. Als Ja, 2 Minuten. hab ich verstanden. Also kannst du es dann 30 Sekunden weglegen und dann wieder 2 Minuten das Handy schon, weil muss ich der Mama schreiben. Ja. Ja, verstehe ich schon. Also deine Mama. Ja. 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 Das Dilemma. Das ist aber viel Text, Alter. Fuck off. Ja, jetzt wird spannend. Wir sind wieder auf einem legendären Sommerfest. Auf dem legendären Sommerfest. Entweder selbst gemacht oder generell auf einem legendären Sommerfest. Was dir jetzt irgendwie im Kopf ist wurscht welches. Und der Bürgermeister ist vor Ort und sagt zu dir, ey, wir machen ein ultimatives Trinkduell. Ich und der Bürgermeister. Oder generell mit Oder der irgendeinem auf der Bühne oder sonst Oder der irgendwas. Ministerpräsident von Bayern. Das ist wurscht, das kannst du dir gerne aussuchen. Der Herr Söder. Ja. Der Herr Dr. Söder. Ja, das war halt schon was. Der Und du hast Riesing. 2 Optionen. Ja. Entweder du sagst zu oder du sagst ab. Option 1, wenn du zusagst, Ja. musst du innerhalb von 1 Stunde 3 Maß Bier trinken. Aha. Mach mal. Was, ist okay. Ja. Wir machen Starkbier draus, damit es interessanter wird, weil ich weiß, was du verträgst. Was Stamperl dazu? Nein, Starkbier. Oh. Starkbier. 3 Maß Starkbier in 1 Stunde. Das ist beeindruckend. Und du wirst in ganz Bayern gekrönt Darf ich als... kotzen? Nein. Boah. Okay, ja. Du wirst in ganz Bayern gekrönt als der... Warte, das muss ich... Mei, der Wahnsinn. Also ganz Bayern schaut zu. Das ist auch live im Fernsehen und bla bla bla, schieß mich tot. Und du wirst dann gekrönt und ausgezeichnet als der Biertrinker. Du bekommst ein Leben lang dann Freibier. Von welcher Marken? Kannst du dir aussuchen. Option B, du lehnst ab und wirst auf dein Leben lang verspottet und darfst nur noch Wasser trinken. Das ist die Kurzfassung, das reicht eigentlich auch, weil der Rest von der KI, das ist eigentlich... Was ja. passiert, wenn ich kotze? Du hast den ewigen Wassertrinkfluch. Den hast du dann quasi. Und wenn du es bei Option A nicht schaffen würdest, das in 1 Stunde zu trinken, nicht zu kotzen, ja, dann bist du halt der King of Bayern. Genau. Und was ist, wenn ich kotze, dann ist Option B dann? Das Dann, Outcome. ja,
Ja, auf jeden Fall optional. Glaubst du, das zu schaffen? Also safe da das schaffen. Also 100%. 3 Starkbiermaß ist heavy, richtig heavy. Das ist wirklich heavy. Also nach 2 bist du gut dabei. Ja, vor allem ist eine 3 Liter Pisse dann, die sie auch anstauen. Ja, Das muss ja irgendwann aus. das ist richtig. Und das wird halt vorne und hinten, je nachdem, was für Starkbier es ist. Sei es Reitberger, Ja, dann werde ich auf jeden Fall kotzen. wahrscheinlich. Na, aber dann werde ich gern kotzen, weil das Reitberger Starkbier Aber ich ist finde, gut. allein Starkbier, ich sag mal, wenn du jetzt normal im Festival bist, brauchst du Ja. vielleicht eine halbe Stunde oder sowas für 1. Ich finde, das ist okay, ist nicht sportlich genug, Oder könnte noch halt mehr 2 sein. Minuten für 3. Also wenn du beim ersten, wenn es sportlich ist oder wenn du richtig Durst hast, für 3. das wäre schon legendär. Ja, du Und wenn musst du den Michel exen hinstellen können. würdest, der wird, glaube ich, die innerhalb von 10 Minuten wegexen. Ja, ich gebe Michel ungefähr 30 Sekunden, wenn er es schafft. Boah, Boah, das ist schon sehr sportlich, weil ich glaube, da muss er kotzen von der Menge der safe. Flüssigkeit. Nicht von dem Also ich Rausch, darf's- sondern von der Menge der Ich darf Flüssigkeit. es so machen, dass es wahrscheinlich, also klar, natürlich die Möglichkeit gibt es, dass du in 3 Minuten die Scheiße hast und sowas und halt einfach wegsaufst. Aber ich glaube, ich darf so einteilen, damit ich das geringste Kotzrisiko habe, dass ich quasi nach 20 Minuten die erste fertig habe, nach 20 Minuten die zweite und dann, um sicher zu gehen, nach einer Viertelstunde die dritte fertig habe. Ja, Dass man das so irgendwie ausbreiten kann, dann habe ich vielleicht eine Möglichkeit, dass ich da dazwischen pissen gehe. Also ich darf es auf jeden Fall schaffen und es war dumm, Option B zu nehmen, weil ich muss es probiert haben. ja, Und wenn ich es halt dann nicht schaffe, dann habe ich ja so oder so Option B. richtig. Aber dann bist du halt wirklich, darfst nie wieder Bier trinken dann, ja. Aber dann bin ich wenigstens kein Schwachschwaber, der es überhaupt nicht probiert hat. Das ist richtig. Sondern bin ich ein Schwachschwaber Wassertrinker, der es probiert hat und fett auf die Bühne gekotzt hat. Das ist schon wieder fast legendär. Ja, Ja. eben. Dann habe ich schon wieder Legendenstatus. Na, du bist dann trotzdem mit dem Aber der Wasserfluch viel belegt. wasserfarbene Schnäpse-Trinker, Nein, das sieht ja keiner. der Biergott sieht alles. Ja, okay. Ja, meine Freunde, Ja, das war's ja wieder mit unserer kleinen Folge, unserem Jo. kleinen Auswurf mit unserem Einhauser Buschel. Jawohl. Leider tatsächlich, wenn ich durchgehabt habe. Wir sehen uns nächste Woche. Na, warte mal, Entschuldigung, worauf freuen wir uns die Woche? Ja, genau. Wir Bier. freuen uns jetzt erst einmal morgen, also morgen von dieser Aufnahme. Ja. Freue ich mich aufs Seefest. Ja, ich darf Rottach. arbeiten. Ja. Ja. Und am Samstag freue ich mich aufs Waldfest in Greit. Das wäre, glaube ich, auch lustig. Genau. Ansonsten, Steht, glaube ich, nicht so. na, aber ich werde mir ein bisschen behindert saufen. Ich werde mein Bestes geben. Ja. Ja. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns Danke, nächste danke. Woche wieder, wenn es heißt Unterm Stammtisch. Ich wünsche Ihnen eine Dieses schöne Mal haben wir es Woche. gesagt. Ja. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Einen guten Rausch. Wir sehen uns wieder nächste Woche 15 Uhr. Wie jetzt es gewohnt seid zum Mittwoch, gell? Ihr gehen nur einer süßen Urschläge. Alter, ich glaube es gefällt mir, wer ich einfach nur für die brennt. Alter, ich glaube es gefällt mir, wer ich einfach nur für die brennt.